Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Freiburg. Wie immer, vorher in eigener Sache, scrollt mal unter das Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Gerne einen Kommentar und das Wichtigste, abonniert den Channel, damit unterstützt ihr mich. Ist völlig kostenlos auf YouTube. Dafür vielen Dank. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Ja, grüß Gott zusammen. Quizfans, aufgepasst. Grüß Gott. Der FC Bayern bestreitet sein 2000. Bundesligaspiel morgen Abend beim Sportclub Freiburg. Herzlich willkommen dazu zur Medienrunde mit Thomas Tuchel. Und dann geht's auch gleich los mit der ersten Frage. Dann geht's gleich rein. Der Stellung hier in der Mitte bitte, das Mikrofon Carrie Howe für. Ach so, für alle nochmal der Hinweis war, wenn euch das Gestoppe um mein Geblubber hier nervt, guckt die gerne auf dem FC Bayern Kanal. Ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht einige einfach nicht wissen, das ist auch gar nicht böse gemeint, einfach nur ein netter Hinweis von meiner Seite. Ihr könnt die Pressekonferenzen auf dem YouTube-Kanal vom FC Bayern gucken, ohne mein Geblubber. Das ist geil. Hallo Herr Tuchel, was können Sie zum Personal sagen? Ist Leroy Sané auch bereit für das Spiel morgen oder muss er mal aussetzen, auch mit Blick auf Lazio? Ja, der Leroy müsste mal aussetzen mit Blick auf seine Leistungen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ne? Und nicht mit Blick auf sonst irgendwas. Wild. Und wäre dann möglicherweise Brian Zaragoza eine Alternative? Wie hat er sich bisher eingefügt ins Team? Also, mit Lazio hat es mal gar nichts zu tun, weil in unseren Gedanken geht es ausschließlich um morgen und nicht um Dienstag. Leroy hat aber bisher nicht mit der Mannschaft trainiert und wird heute einen Test absolvieren vor dem Mannschaftstraining, ob es ihm möglich ist, mit der Mannschaft zu trainieren, heute das Abschlusstraining zu machen, was natürlich die Bedingung ist, um morgen im Kader zu sein. Das müssen wir jetzt abwarten, das passiert jetzt an der nächsten. Macht ja dann auch wieder Sinn, ne? Wir dann wieder Spieler im Kader haben, der einen Tag im Training ist, die ganze Woche sonst nicht trainiert hat. Ja, macht mega Sinn. Fühle ich richtig, diese Aussagen wieder. Eine Stunde. Ansonsten ist noch, ich habe es mir hier aufgeschrieben, deshalb schaue ich da gerade auf den Zettel, Serge ist zurück im Training, Serge Gnabry, aber das ist noch zu früh für einen Kader nach der... Ich sag nichts, Leute, oder? Ich sag nichts um Serge. Ich sag einfach nichts. Nach dieser langen Absenz mit Muskelverletzung von sie, wenn alles so bleibt wie zuletzt, wird im Kader sein. Kingsley ist nicht im Kader, Sascha Boy ist nicht im Kader, Nus Masraoui ist nicht im Kader, sind noch nicht im Training. Brian ist im Kader und jeder im Kader ist eine Alternative. Dankeschön. Nächster ist Christian Kunz für die dpa. Der FC Bayern hat diese Woche Max Eberl verpflichtet. Welchen Effekt kann so eine Figur in den letzten Saisonteil haben? Und wie gefällt Ihnen, dass er die Spiele so in die Pflicht genommen hat? Ich habe es nicht gesehen, weil Training war und auch nicht nachgelesen. Deshalb kann ich nichts dazu sagen. Da könnte ich schon wieder richtig reingehen jetzt, ne? Aber ja, mein Gott. Auf der einen Seite soll man es ihnen vorwerfen, wenn er weiß, dass er am Saisonende weg ist, ist das, glaube ich, alles so Themen, die ihnen am Arsch vorbeigehen. Kann man ja dann auch so interpretieren, wenn man sagt, ja, ich hatte Training, ich habe aber auch nichts nachgelesen oder so. Keine Ahnung, finde ich halt schon schwierig, also. Sagen, was er gesagt hat. Ich kenne den Max, von früher und auch natürlich jetzt von dem aktuellen Gespräch. Und gut, wir werden sehen, welchen Effekt das hat. Es ist heute wird sich Max auch der Mannschaft vorstellen und dem ganzen Staff hier an der Silberner Straße. Es ist trotzdem jetzt innerhalb von, dann bin ich jetzt hier 12 Monate, noch nicht mal 10 Monate, das 3. Mal, dass wir das Organigramm umschreiben. Wir haben in der letzten Woche der vergangenen Saison einen Riesenwechsel vorgenommen. Dann kam am 1.9. Mit Christoph Freund neuer Sportdirektor. Jetzt ist der 1.3. Jetzt kriegen wir einen neuen Fußballvorstand. Also wir schreiben zum 3. Mal das Organigramm um und das auch zum 3. Mal eigentlich unmittelbar von einem Bundesligaspiel. Das ist Lol, Alter. Hat er jetzt die nächste Ausrede gefunden, oder was?
was jetzt unmittelbar vom Bundesligaspiel ist das jetzt wieder schlecht oder was? Alter Belli, also. Das ist nicht ohne, aber Ja. Ja, das hat einen riesen Einfluss auf die Mannschaft, wenn jetzt ein neuer Sportvorstand da ist. Alter, man kann es auch dramatisieren, oder was? Was ist denn los? Wir reden jetzt nicht davon, dass eine Personalie ausgetauscht wurde. Nee, es ist einfach eine zusätzliche Personalie vor Ort. Also. Und dass die Spieler endlich mal ein bisschen Feuer kriegen, ja, wenn der Eberl das mal so umsetzt, wie er es gesagt hat, wird auch Zeit. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Ob wir jetzt alle pro Tuchel oder gegen Tuchel sind, wir sind uns wohl alle einig, dass die Spieler endlich mal ein bisschen mehr Feuer brauchen und nicht nur gepudert werden. Wie auch die letzten Male werden wir versuchen, den kompletten Fokus auf dem Sport zu behalten und auf dem Spiel morgen zu behalten. Und wir erwarten uns natürlich volle Unterstützung von Max und haben die auch zugesagt bekommen. Ja, was dramatisiert er da denn jetzt gerade? Also ich verstehe das wieder gerade nicht. Sorry, das sind Sachen, und werden diese letzten Monate mit großer Lust und unverminderter Leidenschaft bestreiten. Für mich geht es ausschließlich um morgen, um Sieg in Freiburg. Ich werde alles dafür tun, jeder kann sich darauf verlassen. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Ich hoffe, dass alle jetzt gesund bleiben und wir Spieler zurückkriegen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir morgen gewinnen. Nebendran Stefan Kumberger für Sport 1. Kurz nachgefragt, weil Sie es gerade angesprochen haben, wird dann Max Eberl morgen auf der Bank Platz nehmen? Ist das schon geklärt? Was wäre da Ihr Wunsch? Und die zweite Frage, Joshua Kimmich, Rechtsverteidiger, Sechser, draußen. Also Sie verraten natürlich nichts konkret. Ja, was soll er denn sonst, was ist das denn wieder für eine dumme Frage, Alter? Er ist doch nun mal der Rechtsverteidiger. Es ist kein anderer fit. So, in der Nationalmannschaft soll er nach der Saison auch Rechtsverteidiger spielen. Also muss er da sich jetzt in den Konkurrenzkampf auf Rechtsverteidigerposition stellen und fertig. Verteidiger? Ja. Warum? Sage ich nicht. Spielt er. Hat doch gut gespielt. Ja, also ist es schon jetzt eine langfristige Lösung auch für Sie? Morgen Rechtsverteidiger. Okay. Und Max Eberl auf der Bank? Das kann ich vielleicht übernehmen. Ja. Der wird auf der Tribüne sitzen. Ja. So, dann wechseln wir. Vincent Schirpke für TZ und Merkur, eins hinten dran. Ja, hallo Tuchel, Sie haben jetzt gerade schon die Position von Kimmich verraten. Können Sie denn sagen, wer Matthias de Ligt Sind Sie gierig geworden? Ne? für Sie Gelbsperre ersetzt? Und zweite Frage, Sie haben jetzt mehrmals betont, dass Sie nur an Freiburg denken. Ist denn das Spiel trotzdem, wenn man es erfolgreich bestreitet, eine Generalprobe für das Spiel gegen Lazio ein paar Tage später? Das Spiel ist es, weil es einfach davor stattfindet, aber es ist ein komplett unterschiedliches Spiel. Aber die beste Vorbereitung auf jedes kommende Spiel ist ein erfolgreiches Spiel davor und es gilt für uns nach. Ja, ist richtig, sehe ich auch so. Wie gesagt, wenn wir in Freiburg gewinnen, ist es nochmal wieder ein Stepper, ne? Man wieder noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriege ich wieder ein bisschen mehr Zutrauen, auch in den Aktionen. Das wäre schon wichtig. Also wenn wir da jetzt irgendwie mit einer Niederlage rausgehen oder unentschieden, ist das natürlich dann schon wieder ein Knacks. Ne? Es ist super wichtig, dass wir jetzt einfach aufbauen auf das Engagement und die Leistung, die wir gezeigt haben im letzten Spiel. Ja. Nachzulegen. Wir haben eine kleine Trendwende auf jeden Fall geschafft und die Negativspirale gestoppt mit den drei Niederlagen in Folge und mit dem Sieg gegen Leipzig. Ja. Und ich glaube, dass es uns Energie gegeben hat. Ich glaube, dass es uns gut getan hat. Das merkt man uns an und spürt man. Ich bin überzeugt, dass wir morgen gewinnen. Es geht nur mit dem vollen Fokus in Freiburg. Es ist Freitagabend in Freiburg. Es ist immer kompliziert. Und deshalb erwarten wir den schwierigsten Gegner. Und der schwierigste Gegner ist definitiv morgen. Alles andere ist nur in unseren Gedanken, ist nur Ablenkung und hilft uns nicht weiter. Deshalb gilt volle Aufmerksamkeit für morgen. Und Matta ist gesperrt und Minje wird spielen, wenn nichts anderes passiert. Überraschend. Weil es ist, glaube ich, eine logische Entscheidung, weil Upa ist fit und Upa könnte natürlich spielen, aber Upa ist gesperrt gegen Lazio. Deshalb
macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, Minje spielen zu lassen, der dann auch klar im Kader steht und eine Alternative ist für Lazio. Nächstes Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Kann man nachvollziehen, das Argument. Ja? Mindestens wenn man, ja doch, kannst du gnadenlos nachvollziehen. Ja. Aber ich bin mal ein Taktikfuchs, kann ich schon mal vorwegnehmen, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber klar, Opa ist gesperrt in der Champions League. Ja, steht ja außer Frage. Da macht schon Sinn, Minje spielen zu lassen, ja. Dass er einfach ein bisschen Flow kriegt, ein bisschen Spielpraxis. Man weiß ja nicht, was die Woche über noch passiert oder so. Ist schon richtig. An dieser Stelle vielleicht auch gleich der Hinweis, Taktikfuchs habe ich schon aufgenommen vor dieser PK, ne, auch wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Weil ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die PK ja schon heute ist. Weil wir ja schon Freitag spielen und nicht erst Samstag. Leicht verwirrt, der Mann. Sie haben ja letzte Woche sinngemäß gesagt, Sie könnten jetzt ein bisschen freier aufstellen, dadurch, dass Sie wissen, Sie sind nur noch bis Ende der Saison da. Nun hat Max Eberl ja auch so ein bisschen, auch wenn Sie nicht gesehen haben, seine Vorstellung öffentlich bekannt gegeben, hat unter anderem Mathis Tell sehr hervorgehoben, seine Wichtigkeit. Wie sehen Sie da? Der Gesichtsausdruck. Allein schon, wo er gesagt hat, Max Eberl, und jetzt noch wenn du gesehen hast, so, ja, hat der Mathis Tell hervorgehoben und dann gleich Tuchel. Gleich Abwehr halt und so. Nee, mir scheißegal, was der sagt, spielt ist ja weg. Jetzt so die Zusammenarbeit mit Max Eberl, wenn er jetzt, sagen wir, sanften Druck macht und sagt, der Tell müsste doch ein bisschen öfter spielen, lassen Sie sich da reinreden, sehen Sie sich da komplett autark oder wie ist da so in Ihrer Vorstellung die Das würde ich mich sehr wundern, also ich denke, dass ich für die Aufstellung verantwortlich war und bleibe. Das habe ich noch nie anders erfahren, auch hier noch keinen einzigen Tag anders erfahren. Ich übernehme die Verantwortung. Ja, sehr gut, dass er das jetzt auch nochmal sagt, weil da ja einige von euch auch im Stream, wo wir nochmal das Thema aufgemacht haben, darüber gemutmaßt haben, dass irgendwie die Oberen im Tuchel da in die Aufstellung reinreden. Ja, er sagt gerade ganz klar, dass das niemals der Fall war. Und ich meine, ich könnte mich natürlich nochmal hardcore in Tuchel täuschen. Aber ich denke, das sollte klar sein. Und ja, er stellt die Spieler auf. Ja, und nicht irgendein Uli Hoeneß oder sonst wer. Ja. So. Für jede einzelne Aufstellung. Es hat noch nie jemand reingeredet. Ja. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt. So wie ich Max kennengelernt habe und Max kenne, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das ändert. Und zu Mathis Tell sehe ich den Konfliktstoff nicht. Ich glaube, dass Mathis, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, vielleicht können Sie es widerlegen, aber ich denke nicht. Er hat genug Spielzeit, hat eine gute Entwicklung genommen. Meiner Meinung nach hat er noch nie so viele Minuten gespielt wie unter uns und so regelmäßig gespielt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Deshalb sehe ich... Ich sage ja, der lebt in seiner eigenen Welt, Alter. Der hat halt keine Ahnung von Spielerentwicklung, ey. Sorry, oder er hat die Ahnung und hat einfach keinen Bock drauf. Ja? Dass er keine Ahnung hat, will ich ihm gar nicht unterstellen. Hat er ja bei seinen früheren Stationen in der Bundesliga anders bewiesen, aber... Anscheinend hat er da einfach keinen Bock mehr. Er hat sich durch die Station in Paris und Chelsea einfach zu einer anderen Art Trainer entwickelt. Was ja auch okay ist. Aber deswegen, Eberl hat es ja auch gesagt auf der PK, deswegen passt das einfach auch nicht. Ja. Ist aber auch das, was ich schon die ganze Saison sage, dass das ein Riesenfaktor ist. Den Konflikt nicht in der Personalie. In der Mitte, der Kicker, Georg Holzner, bitte. Hallo Herr Tuchel, servus. Wie ist für Sie jetzt diese vergangene Woche gewesen, nachdem vielleicht jetzt mal ein Spiel dazwischen war nach dieser ganzen Entscheidung? Sie hatten vor dem Spiel vergangene Woche gesagt, fühlt sich alles ein bisschen komisch an. Hat sich ein bisschen normalisiert jetzt nach dieser Entscheidung? Und wie nehmen Sie jetzt die Mannschaft wahr? Ja, es war nur ein bisschen komisch dann am Spieltag. Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber die Woche war gut und diese Woche jetzt war auch gut. Es hat uns allen geholfen. Natürlich ein Sieg hilft immer und ein Last-Minute-Sieg ist natürlich immer besonders und ein Last-Minute-Sieg gegen Leipzig, wo uns zuletzt ja Ergebnisse gefehlt haben und wir nicht gewinnen konnten, war natürlich auf jeden Fall besonders und hat uns Selbstvertrauen gegeben. Eigentlich müssten wir gute Dinge sein, fällt mir gerade so ein, ne, gegen Freiburg. Wir haben uns die letzten Jahre auch immer schwer getan gegen Freiburg, aber irgendwie haben wir diese Saison ja, obwohl wir scheiß Fußball spielen, gerade gegen die Mannschaften gewonnen, gegen die wir uns schwer tun. Ja, gerade auch in der Rückrunde. Gladbach, Augsburg, jetzt Leipzig. Gegen Freiburg haben wir uns auch immer schwer getan. Also, gutes oben. Gegeben, hat uns
hat uns klar eine positive Grundstimmung gegeben und das, was du einfach auch brauchst, um gut Fußball zu spielen, um erfolgreich Fußball zu spielen. Deshalb alles wie gehabt. Wir haben eine gute Woche. Die Ansprache hat sich, glaube ich, jetzt nicht groß verändert, auch das Miteinander. Ich möchte mich da jetzt nicht wiederholen zu dem allem, was ich letzte Woche gesagt habe. Dazu stehe ich nach wie vor und da machen wir auch weiter. Wenn Sie die Kommentare hören von den Spielern oder sehen, wie Thomas dann von der Bank beim 2-1 mit mir flaxt oder mit mir jubelt, dann glauben Sie es mir, ist nicht so schlimm. Also alles, was wir hier machen. Und ja, nochmal, das ist ja alles erzählt, stehen in der Verantwortung, übernehmen die weiterhin, aber die nächste Verantwortung gilt morgen bereit zu sein. Der Fokus ist mehr denn je im Hier und Jetzt. Deshalb brauchen wir heute die richtige Besprechung, brauchen heute das beste Training und müssen morgen bereit sein. Nicolina für die Bild-Zeitung, bitte. Hallo Herr Tuchel. Max Eberl hatte bei seiner Vorstellung gesagt, dass es für seine Planung wichtig ist, neben den ganzen Stars beim FC Bayern auch talentierte Spieler zu entwickeln und sie zu fördern. Thomas Müller. Mein Gott, was soll denn jetzt den Tuchel das noch interessieren? Ganz ehrlich, dem ist das doch scheißegal. Der ist doch froh, wenn er am Ende der Saison weg ist. Ja? Dass er zum Club gehen kann, wo er seine Vorstellungen durchdrücken kann und gut ist. Und das ist doch auch völlig okay. Ja? Nochmal, er wurde halt damals geholt unter einer anderen Führung, hat er gerade auch nochmal selber gesagt. Und da wurden ihm mit Sicherheit andere Versprechungen gemacht, als wie es jetzt umgesetzt wurde. Ja, was soll er jetzt dazu sagen? Soll er sich jetzt für die Planung der nächsten Jahre äußern oder was? Müller hatte ein paar Tage zuvor gesagt, aus seiner Sicht sei der FC Bayern kein Ort für Entwicklungen. Wie sehen Sie das aus Trainersicht? Wie nehmen Sie da den FC Bayern wahr? Beide haben recht und ich bin jetzt mit Sicherheit nicht derjenige, der das für Sie kommentiert, auch wenn Sie das gerne hätten. Ja, sag ich doch. Mir interessiert das doch einfach nicht. Ja? Mir interessiert das einfach nicht. Warum auch? Er ist nächstes Jahr nicht mehr da. Und dass er kein Interesse daran hat, Spieler zu entwickeln. Ich denke, das hat er diese Saison eindrucksvoll bewiesen. Und kommt mir jetzt bitte nicht wieder und sagt mir, ach ja, der Thomas Tuchel hat einen Pavlovic entwickelt. Also, ich bitte euch. Ja, da hätte einiges anders laufen müssen, damit man ihm das auf die Fahne schreiben kann. Sage ich euch ganz ehrlich. Wenn er jetzt immer spielen soll, der Pavlovic, dann lasse ich mich darauf vielleicht noch ein. Bis zum Ende der Saison. Und dann können wir das gerne als das einzig Positive den Tuchel an die Backe heften. Ja. Aber aktuell, wenn Pavlovic spielen durfte, dann nur, weil einfach keine Alternative da war. Das waren die Spiele, in denen Pavlovic spielen durfte. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Thomas Tuchel ihn entwickelt hat. Das müssen wir mal klipp und klar sagen. Auch das letzte Spiel durfte er spielen, weil Kimmich Rechtsverteidiger spielen muss. So. Sollte er jetzt endlich mal den Vorzug kriegen vor einem Goretzka, vor einem Kimmich oder vor einem Leimer bis zum Ende der Saison, dann gehe ich mit, dann können wir gerne sagen, Tuchel hat einen Pavlovic mitentwickelt. Ja. Aber ansonsten, ja na klar, im Training und so weiter, da müssen wir nicht drüber reden. Aber die Spiele, die Pavlovic bisher spielen durfte, waren halt echt nur dann, wenn es alternativlos war. Müssen Sie Protagonisten fragen, aber was ganz sicher nicht hilft, ist auf einer Pressekonferenz vor dem Spieltag als Trainer dazu Kommentare abzugeben. Ich denke, dass beide recht haben und dass es kein Widerspruch ist. Dann ist Torben Hoffmann für Sky. Nee, ist natürlich kein Widerspruch. Wenn man sagt, nein, es ist keine Entwicklung möglich, ja na klar, ist das kein Problem, in der Entwicklung den Spieler zu entwickeln. Ist natürlich kein Widerspruch. Was? Was? Wild. Ich verstehe so ein bisschen den Take, den er machen möchte. Ja, vielleicht, keine Ahnung, auf bestimmten Positionen ist es vielleicht schwieriger. Ich habe keine Ahnung. Aber nochmal, ich bin auch weit davon weg. Ich werde den Tuchel einfach nicht mehr verstehen. Thomas, SC Freiburg, was erwartet dich und deine Mannschaft am Morgen? Was zeichnet den SC aus, gerade auch unter Christian Streich? Und eine Nachfrage noch bei Leroy Sané. Habe ihn eigentlich selten so vom Platz runtergehen sehen mit seinen Schmerzen, Problemen mit der Patellasehne. Ist es nicht... Ja, Patellasehne ist Arschloch, ne? Ist Arschloch. Sollte man dann echt erstmal auskurieren. Ja, ist ganz wild. Vielleicht doch ein bisschen mit Blick auf Lazio.
sinnvoller, ihn vielleicht zu schonen oder beziehungsweise muss man ihn einbremsen? Ich habe so das Gefühl, dass er eigentlich immer spielen will, immer Ja, pacen. will er auf jeden Fall. Leroy ist, das muss man auch, glaube ich, mal ganz klar vielleicht auch öffentlich sagen, ist wirklich jemand, der... Maschine ist er, ne? Maschine, hat er doch gesagt. Maschine. Schmerzen wahnsinnig gut tolerieren kann für sich selber. Ja, aber wenn die Leistungen dann so aussehen, wie sie die letzten Wochen aussahen, dann ist das scheißegal. Dann lass ihn auf der Bank, Alter. Da muss man ihn halt einbremsen und ihm klipp und klar sagen, Leroy, komm erstmal klar, dass du ohne Schmerzen spielen kannst. Ja, wenn die Schmerzen der Grund für diese Leistungen sind, die wir gesehen haben. Ich glaube nur, ist meine persönliche Vermutung, auch wenn Leroy das auch mit mir in den Gesprächen nicht hundertprozentig bestätigt, dass er da einfach, dass er was spürt in den letzten Wochen und dass er da in einem guten Wille und in einer totalen Verbissenheit und in dem Willen. Das ist wieder das nächste Thema, Alter. Er sagt genau das jetzt. Ja, er sagt genau das jetzt, was ich gerade gesagt habe. Und er spielt trotzdem immer. Da auch was zurückzugeben und das auch beweisen zu wollen und für sich selber und so weiter, dass er da ein bisschen zu viel auf die Zähne gebissen hat. Ich spüre, dass er nicht frei ist. Ich spüre ich sehe auch in den Bildern, wenn wir nochmal die Hinrunde analysieren, Warum stellt er diesen Spieler dann auf und sagt nicht, Leroy, so geht's nicht, mach mal 3 Wochen Pause, werd schmerzfrei. Wo ist der Sinn? Also erstens wird's nicht besser. Ja, Patellasehne ist halt einfach so eine Arschlochverletzung. Es wird nicht besser, wenn man ständig belastet. Dadurch ist Leroy halt selber in so einem Strudel drin anscheinend, in so einem Negativstrudel. Warum macht man das? Also ich verstehe es nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Sorry. Ist mir too much. Aber nochmal, ich bin weit davon entfernt, jemals den Tuchel zu verstehen. Oder Tuchels Entscheidung zu verstehen. Ich weiß, dass er mittlerweile, hat er alles geäußert, dass er es genau so sieht, wie ich es gesehen habe und viele von euch auch. Die bisherigen Leistungen, die Problemkinder und so. Hat er alles ganz genauso gesehen. Er hat es halt einfach trotzdem nicht geändert. Aus besagten Gründen von wegen Langzeitgedanken und Unzufriedenheit von Spielern und eventuell dann Abgängen von Spielern. Deswegen hat er das nicht gemacht. Deswegen hat er nicht eine Leistung aufgestellt. Und jetzt ist hier schon wieder das nächste Beispiel. Also es ist für mich einfach eine Katastrophe. in den Gegnern, die wir dann doppelt spielen oder jetzt. Und ich denke, er hat auch gerade klar geäußert, dass ihm keiner reinredet. Ja? Also ist das keine Entscheidung von oben, wie viele vermutet haben, sondern eine Entscheidung von ihm. Dann sehen wir in den Spielen, wie frei er sich bewegt hat, wie offensichtlich seine Beschleunigung war. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, selbst wenn es so wäre, würde er es wahrscheinlich nicht äußern. Ja, weil dann würde er sich ja auch unglaubwürdig machen, wenn er sich von irgendwelchen Personen da reinreden lassen will. Wie frei seine Abstoppbewegungen waren und so weiter. Und das sehen wir jetzt seit einer Weile nicht mehr. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass er jetzt ja einfach viele Wehwehchen hat, ein Stück weit auch für die Überbelastung ein bisschen Tribut zahlt. Und da war jetzt ein Punkt erreicht. Und wenn Leroy wirklich von selber sagt, er muss raus, dann weiß er, dass es auch wirklich schmerzt, weil er das normalerweise sehr, sehr gut toleriert und auf vieles, aber nicht wehleidig, auf gar keinen Fall wehleidig. Trotzdem gilt es jetzt erstmal auch für morgen die beste Lösung zu finden. Wie gesagt, er macht jetzt einen Test individuell. Wenn er kann, nehmen wir uns ins Abschlusstraining rein. Das erste Mal auffällig war es eigentlich im Abschlusstraining vor Bochum, als er so viel Schmerzen hatte, dass er fast gar nichts mitmachen konnte. Und dann spielt er. Gut, er saß erst auf der Bank gegen Bochum, ne? Alter, es geht in meine Birne nicht rein. Dann haben wir ihn entschieden, als Joker da zu haben. Das hat ihm dann auch geholfen, weil er am nächsten Tag auch... Ja, na klar, es hat dann den riesen Unterschied gemacht, dass er dann nur 30 Minuten gespielt hat, anstatt 90 Minuten. Wenn das doch so ist und das so einen riesen Unterschied macht, dann nimm ihm doch einfach mal 2 Wochen raus. Dann sollte doch dann wieder alles gut sein. Und nochmal, die Leistungen, die wir gesehen haben, sind doch einfach
Kacke. Einfach Kacke, um es mal deutlich zu sagen. Ja? Damit tut man dem Spieler doch auch keinen Gefallen und schon gar nicht der Mannschaft. Was ist das denn für ein Cheftrainer, Alter? Was ist das denn für ein Cheftrainer? Ich stelle den Spieler auf, ja, weil der Spieler unbedingt spielen will, weil er schmerztolerant ist, obwohl er dann keine Leistung bringt und ich schade damit dem Team, weil ich einen Spieler auf dem Feld habe, der einfach Katastrophe ist. Was ist das für eine Entscheidung von einem verantwortlichen Cheftrainer? Völliger Irrsinn. Total nachvollziehbar und glaubhaft dann auch fast schmerzfrei war. Es geht in extremen Wellenbewegungen bei ihm und das glaube ich ihm auch und das bestätigen auch alle Ärzte und Physios. Klar, deshalb schauen wir jetzt mal, was für morgen, ob er hoffentlich in den Kader kann und vielleicht uns von der Bank helfen kann. Dann müssen wir weiterschauen. Das ist so ein bisschen in Wellenbewegungen, das kann auch. Ja, weil er uns bisher so wahnsinnig viel geholfen hat in den letzten Wochen. Ja, schon. Auch sein, wenn wir das jetzt selbst so in Betracht ziehen würden und sagen würden, das werten würden, was wir nicht tun, die beiden Spiele, sagen wir schonen ihn morgen. Kann trotzdem sein, dass die verschiedenen unterschiedlichen Wehwehchen und Entzündungen, die er hat, trotzdem wieder aufflammen und er trotzdem nicht gegen Lazio dann spielen. Richtig, vielleicht hätte man ihn deswegen schon mal vor 2 oder 3 Wochen mal rausnehmen sollen, dass er dann vielleicht gegen so einen super wichtigen Spiel, wenn er doch so ein super wichtiger Spieler angeblich ist für diese Mannschaft und für diesen Trainer, dann hätte man doch schon mal ein bisschen vorausdenken können. Nur so eine Idee. Könnte. Deshalb ist in dem speziellen Fall eigentlich gar nicht möglich, ihn zu schonen für irgendwas, sondern muss von Tag zu Tag sehen. Was war der erste Teil? Freiburg ist sehr, sehr flexibel, sehr variabel. Kann sein, dass sie sich an unsere Grundordnung sehr schnell anpassen werden. Das ist sehr laufintensiv. Das ist über die rechte Seite mit Dorn sehr gefährlich, sehr dribbelstark. Das ist über ihre linke Seite mit Grifo dann ein bisschen anders, der immer wieder das Halbfeld sucht. Mit seinem rechten Fuß sucht aus dem Halbfeld mit Flanken, mit Pässen in 16er extrem gefährlich zu werden und hat dann normalerweise einen linken Verteidiger, der dahinterläuft. Das ist taktisch sehr flexibel, das kann Viererkette. Oh, die haben Außenverteidiger, die hinterlaufen? Fünferkette werden, das kann auch beides. Haben wir das vielleicht auch? Gespannt, vielleicht sehen wir das ja morgen. Sein, dass es sich im Spielaufbau unterscheidet. Das sind auch viele lange Bälle in teilweise bis zu 7 offensiven Spielern. Also da brauchen wir ein paar Antworten und werden die Mannschaft heute drauf vorbereiten. Und das ist natürlich in Freiburg in der Rolle als Underdog gegen Bayern auch immer sehr emotional. Da haben wir ein paar Aufgaben zu lösen. Machen wir die letzten 2 Fragen bitte. Stefan Kumberger nochmal. Emotionalität ist das richtige Stichwort. Dafür sorgt ja Christian Streich. Wie würden Sie Ihren Beziehungsstatus mit ihm derzeit beschreiben? Sie hatten ja schon ein paar Clashs, haben sich aber auch wieder gut verstanden, wie ist aktuell der Stand. Und die Rivalität lässt sich ja zurückverfolgen bis zur A-Jugend. Ja, das war schon in der A-Jugend so, dass wir uns vor und nach dem Spiel besser verstanden haben als während dem Spiel. Und das ist normal, wir kämpfen beide emotional für unsere Mannschaft und so ist das. Naja, die Emotionalität hat er sehr, sehr lange gut versteckt, würde ich behaupten. Emotional dagegen auch. Wow. Immer. Nicht nur morgen. Dann der Hintermann. Vincent Schirpke nochmal bitte. Es ist ja heute bekannt geworden, dass die UEFA die Strafe gegen den FC Bayern umsetzt und der FC Bayern im Falle oder beim nächsten Champions-League-Spiel keine Auswärtsfans dabei haben darf. Im Falle eines Weiterkommens, würde das dann Ihr Team hart treffen oder finden Sie die Strafe gerechtfertigt? Was sagen Sie dazu? Ich hoffe, sie trifft uns, sage ich nur dazu. Ich hoffe, sie trifft uns, weil in dem Ganzen müssen wir erst weiterkommen. Und das alles, was ich jetzt dazu sagen würde, würde bedeuten, wir sprechen über ein Viertelfinale, was total unangebracht ist, weil wir haben 0-1 Rückstand, umzudrehen im Rückspiel. Und dann bitte nochmal die Frage, wenn es soweit ist. Dann haben wir noch eine aus Frankreich, Kanal Plus, Julien Dieu's. Ja, bitte. Auf Deutsch? Ja. Herr Tuchel, Sie haben von hier und jetzt gesprochen, aber haben Sie trotzdem konkrete Ziele zu erreichen bis zum Saisonende? Und zweite Frage, lebt man im Alltag mit weniger Druck, wenn man weiß, dass am Ende der Saison also die Stelle vorbei ist?
Nein, sie leben ein bisschen anders. Es ist ein bisschen freier, weil es klar ist. So, deshalb ist sie leben ein bisschen freier, weil die Entscheidung getroffen ist. Aber das bedeutet ja auch, dass er sich schon... Gut, er ist ja auch nicht doof. Dass er sich ja schon auch ein bisschen Gedanken gemacht hat. Aber ist ja auch normal. So ist ja der Lauf der Dinge in diesem Geschäft. Ne? Aber wenn er sagt, er fühlt sich freier, dann ja. Aber weniger Druck ist es nicht. Es kann nicht sein, weil der Druck kommt von innen bei mir. Und den größten Druck mache ich mir selber. Und mit diesem Druck lebe ich auch gerne. Das ist ja in allererster Linie auch ein Privileg, weil du weißt, dass du auf dem höchsten Niveau arbeitest und dass ich das ja auch von mir selber erwarte, dem Stand zu halten. Und das andere hier und jetzt und Ziele zu erreichen, schließt sich für mich nicht aus. Also für mich ist es alles, wie ich es bisher gemacht habe. Es geht nur so, ist eigentlich die höchste Form im Hier und Jetzt. Heute das Training, die Besprechung so gut zu machen, wie es nur irgendwie geht, weil sie für mich der wichtige nächste Schritt ist, um überhaupt Entwicklung voranzutreiben, um wettbewerbsfähig zu sein. Und natürlich versuchen wir, jedes Spiel zu gewinnen und alle Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben. Wir wissen, wir kennen unsere Situation in der Liga, wir kennen unsere Situation in der Champions League. Und gerade für uns macht's Sinn, jetzt nicht mehr groß den Blick nach vorne zu richten auf die nächsten Monate und was könnte noch alles sein und was ist es noch zu erreichen. Es gilt, morgen abzurufen und zu liefern und für uns selber einen Sieg zu holen und den Rückstand zu verkürzen. Das ist alles, was wir beeinflussen können und da muss unsere ganze Energie hin. Vielen Dank. Ja, gehe ich mit. Ansonsten natürlich wieder der ein oder andere wilde Take vom Thomas. Aber hey, wir sind ja diese Saison gewohnt. Ne? Und ich persönlich muss die ganzen Aussagen auch nie mehr ziehen können. Hoffen wir einfach, dass wir morgen die Leistung vom letzten Spiel bestätigen können und nochmal ein bisschen was drauflegen können. Und dann können wir doch guter Dinge Richtung Lazio gehen, gucken, schauen. Aber natürlich, morgen muss erstmal ein Spiel gespielt werden. Ne? Und von daher wünsche ich uns allen ein gutes Spiel, Leute. Und dann hören wir uns nach dem Spiel, wenn ihr Bock habt, zur Spielanalyse. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.